So als Weibel wohnt in ihrem alten Häusl, seit ihr Mann gestorben ist, was sie nimmer traust. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, ihren ganz eigenen Albtraum. Und die Tage wollen nicht vergehen. Sie kauft einen Radiosender, von dem Geld, das ihr noch bleibt. Macht ihre eigene Show 10 Stunden am Tag. Sie spielt Gedichteln und hört zu, was immer auch so kommt. Und die Leute drehen sich den Schmerz vor der See. Hey, wenn die Welt zerbricht und wenn's ganz finster wird, ruf halt mal an bei ihr. Radio Orchidee, hör zu und warn, weil all die anderen, denen geht's gerade so. Radio Orchidee, hör zu und warn, es gibt nichts Schlimmeres als ein Herz verloren. So viel zum Sagen und Probleme zum Lösen. So viel Menschen und es tut dir so gut. Das Weiberl wird älter in ihrem alten Häusl, und wenn's mal weg ist, sind wir so allein. Hey, wenn die Welt zerbricht und wenn's ganz finster wird, ruf halt mal an bei ihr. Radio Orchidee, hör zu und warn, weil all die anderen, denen geht's gerade so. Radio Orchidee, hör zu und warn, es gibt nichts Schlimmeres als ein Herz verloren. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Herz verloren. Hey, wenn die Welt zerbricht und wenn's ganz finster wird, ruf halt mal an bei ihr. Radio Orchidee, hör zu und warn, weil all die anderen, denen geht's gerade so. Radio Orchidee, hör zu und warn, es gibt nichts Schlimmeres als ein Herz verloren. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Herz verloren. Das war Radio Orchidee bzw. Radio Orchid von den großartigen Fury in the Slaughterhouse, eine deutsche Band, die auch international ihren Erfolg gehabt hat und mit eben, also Radio Orchid war einer der großen größeren Hits, Won't Forget These Days, großer Hit von Erna, und Every Generation's Got Its Own Disease, auch großer Hit von Erna. Meine Lieblingsplatten von Erna ist Mono. Checkt's die unbedingt einmal aus. Überhaupt checkt's die mal aus. Ich glaube, Fury sind auch wieder unterwegs. Ich glaube, fahren jetzt nicht mehr die Tour rauf und runter, aber spielen immer wieder Auftritte, große, richtig große Auftritte. Und ja, die
die Stimmen einfach auch ist total eigen gewesen. Die Texte, die Musik, es war zu dem, also ich meine, es ist Alternative Rock, würde ich es jetzt mal bezeichnen, aber es war damals einfach für mich, in den 90er war das wie soll ich sagen, eine Erlösung? Nicht, eine große Erkenntnis, einfach, wow, du kannst deutsche Bands auch, aber international klingen, sozusagen. Ja. Das fand ich damals total geil und es ist eine richtig gute Band. Und ich habe mir vor kurzem mal die Platten wieder angehört, die Mono eben. Und ja, das ist dann natürlich auch so, wenn man sich so Platten anhört, die man schon ewig kennt, ne, dass da muss da alles so nebenher für Filme ablaufen, auch total toll. Aber dann haben wir gedacht, ich habe irgendwann einmal den Song im Radio Orchid, den habe ich schon mal aufgenommen. Und war aber nie so ganz zufrieden damit. Das war aber in einer Zeit, da wo ich irgendwie so diesen auch blöden Anspruch irgendwie an mich selber gehabt habe, dass ich wirklich jede Woche muss jetzt da was nachkommen, ob mir was einfällt oder ob ich schon bereit bin oder ob ich Zeit habe, den richtig aufzunehmen oder nicht. Es muss jetzt, da habe ich so ein bisschen einen Vogel irgendwie drin gehabt. Das passiert manchmal, dass man du kriegst dann so einen nicht Arbeitskoller, aber du kriegst so blinde Arbeitswut, die manchmal auch ein bisschen in die falsche Direction oder Richtung. Direktion, wollte ich jetzt sagen. Ist auch da hier. Der manchmal auch in die falsche Richtung gehen kann. So wollte ich sagen. Jetzt habe ich das korrigiert für mich. Jetzt bin ich froh, dass ich das korrigiert habe und hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Radio Orchid von Fury in the Slaughterhouse. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst was zum da ist. Ihr könnt mich auch monatlich unterstützen, zum Beispiel wie meine Patreons und die kommen jetzt.